Aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Burgenlexikon. P wie Panzer und Burgen. Mehr Gemeinsamkeiten, als man denkt. Heute wird es etwas unglücklich, denn wir verlassen die Welt von Bergfrieden, Ringmauern und Zugbrücken und werfen einen Blick auf eine Waffe der Neuzeit, den Panzer. Auf den ersten Blick haben Burgen und Panzer wenig gemeinsam. Die eine steht fest auf ihrem Berg, der andere bewegt sich über das Schlachtfeld. Doch beide verfolgen dasselbe Ziel. Sie sollen ihre Besatzung schützen, Angriffe abwehren und gleichzeitig selbst kampffähig bleiben. Schon die Römer kannten geschützte Belagerungsgeräte. Im Mittelalter entstanden bewegliche Schilddächer und sogenannte Katzen. Mit dem Ersten Weltkrieg erschien schließlich eine neue Art von Festung auf dem Schlachtfeld, die rollende Festung. Doch sind moderne Panzer tatsächlich die Nachfahren der mittelalterlichen Burgen? Welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen Ringmauer und Panzerung, Schießscharte und Seeschlitz oder Burgbesatzung und Panzercrew? Genau das schauen wir uns heute an. P wie Panzer und Burgen, mehr Gemeinsamkeiten, als man denkt. Von der Burg zur Festung. Die Geschichte der Burg beginnt lange vor dem Mittelalter. Bereits in vorgeschichtlicher Zeit schützten sich Menschen durch befestigte Höhensiedlungen, Erdwälle, Gräben und Palisaden. Auch die Griechen errichteten mit ihren Akropolen befestigte Höhenanlagen, während die Römer entlang ihrer Grenzen Wachtürme, Kastelle und Grenzbefestigungen wie den Limes anlegten. Schon damals zeigte sich ein Grundprinzip der Militärgeschichte: Schutz, Kontrolle und Verteidigung wichtiger Räume. Nach dem Zerfall des Römischen Reiches wurde Europa von zahlreichen Überfällen erschüttert. Wikinger, Ungarn und andere Angreifer bedrohten Städte und Dörfer. Als Reaktion entstanden im Frühmittelalter erste befestigte Herrensitze und Fluchtburgen. Viele dieser Anlagen bestanden zunächst aus Holz und Erde. Typisch waren Turmhügelburgen, die sogenannten Motten, bei denen ein zumeist hölzerner Wehrturm auf einem künstlichen aufgeschütteten Hügel stand und von Gräben sowie Palisaden geschützt wurde. Im Hochmittelalter entwickelte sich daraus die klassische Steinburg. Sie war weit mehr als nur eine Wehranlage. Burgen dienten als Wohnsitz von Königen, Fürsten und Rittern, als Verwaltungszentrum wirtschaftlicher Betrieb und Symbol herrschaftlicher Macht. Besonders im 12. und 13. Jahrhundert, der Blütezeit des Burgenbaus, entstanden tausende Burgen im Heiligen Römischen Reich. Charakteristische Bauteile wie Bergfried, Ringmauer, Wehrgang, Graben und Toranlage machten sie zu den bedeutendsten Wehrbauten ihrer Zeit. Mit der Verbreitung von Pulverwaffen und Kanonen gerieten die hochaufragenden Mauern und Türme jedoch zunehmend ins Hintertreffen. Was einst Schutz bot, wurde nun Zielscheibe schwerer Geschütze. Seit dem 15. Jahrhundert begann daher ein grundlegender Wandel der Militärarchitektur. Die Mauern wurden niedriger, aber deutlich stärker. Rondelle und Geschütztürme entstanden, um eigene Kanonen einsetzen zu können. Aus der mittelalterlichen Burg entwickelte sich Schritt für Schritt eine neue Form der Befestigung. In der Renaissance entstanden schließlich die großen Festungen mit Bastionen, breiten Gräben, Kasematten und ausgeklügelten Schlussfeldern. Ihr Ziel war es, den Gegner bereits auf Abstand zu bekämpfen und tote Winkel zu vermeiden. Die Festung war nun kein adliger Wohnsitz mehr, sondern ein hochspezialisierter Militärbau. Damit hatte sich die Entwicklung von der hölzernen Viehburg über die steinerne Ritterburg bis zur modernen Artilleriefestung vollzogen. Ein Weg von mehr als 1000 Jahren militärischer Baugeschichte. Doch obwohl die großen Festungen später von Bunkern und modernen Verteidigungsanlagen abgelöst wurden, verschwanden ihre Grundprinzipien keineswegs. Im Gegenteil, viele davon finden wir heute in einer völlig anderen Form wieder: im Panzer. Von den ersten Panzern zum modernen Kampfpanzer. Die Idee eines gepanzerten Kampffahrzeuges ist deutlich älter als der eigentliche Panzer.
Bereits in der Antike versuchte man, Soldaten durch bewegliche Schutzbauten an feindliche Befestigungen heranzuführen. Gedeckte Rammwerke, Belagerungstürme und gepanzerte Wagen sollten den Angreifern Schutz vor Pfeilen und Geschossen bieten. In der Renaissance entwarf Leonardo da Vinci eine gepanzerte, rundum geschützte Kampfmaschine mit Geschützen, gewissermaßen einen frühen Vorläufer des Panzers. Doch erst die Erfindung leistungsfähiger Motoren im 19. Jahrhundert machte aus solchen Visionen eine technische Möglichkeit. Den entscheidenden Anstoß zur Entwicklung des Panzers gab schließlich der Erste Weltkrieg. Stacheldrahtverhaue, Maschinengewehre und kilometerlange Schützengräben machten jeden Angriff zu einem verlustreichen Unternehmen. Gesucht wurde daher ein Fahrzeug, das Hindernisse überwinden, feindliches Feuer überstehen und die Infanterie beim Angriff unterstützen konnte. Die Idee einer beweglichen, gepanzerten Festung war geboren. Am 15. September 1960 kam es an der Somme erstmals zum Einsatz britischer Tanks. Diese frühen Panzer waren langsam, unzuverlässig und technisch noch unausgereift. Dennoch bewiesen sie, dass gepanzerte Fahrzeuge die festgefahrene Front durchbrechen konnten. Ihre Aufgabe war klar definiert: Stacheldraht niederwalzen, Maschinengewehrstellungen ausschalten und den nachfolgenden Soldaten einen Weg durch die feindlichen Linien bahnen. Damit war eine neue Waffengattung geboren. Die 3 grundlegenden Eigenschaften, die damals wichtig waren: Feuerkraft, Schutz und Beweglichkeit, prägen den Panzerbau bis heute. Einen entscheidenden Entwicklungsschritt stellte der französische Renault FT von 1917 dar. Er besaß erstmals einen drehbaren Turm mit der Hauptwaffe, den Fahrer im Bug und den Motor im Heck. Dieses Grundprinzip erwies sich als so erfolgreich, dass es bis heute nahezu unverändert bei modernen Kampfpanzern verwendet wird. Zwischen den beiden Weltkriegen experimentierten viele Staaten mit unterschiedlichen Konzepten. Aus den oft schwerfälligen fahrenden Festungen entwickelte sich schließlich der klassische Kampfpanzer mit einem einzigen volldrehbaren Geschützturm. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Panzer zu einer entscheidenden Waffe auf dem Schlachtfeld. Modelle wie der sowjetische T-34, der deutsche Panther oder der amerikanische Sherman zeigten, wie stark sich Feuerkraft, Panzerung und Beweglichkeit weiterentwickelt hatten. Gleichzeitig erkannte man, dass nicht der einzelne Panzer über Sieg oder Niederlage entschied, sondern ein Zusammenspiel mit Infanterie, Artillerie und Luftwaffe. Der Panzer wurde damit zu einem zentralen Baustein moderner beweglicher Kriegsführung. Nach 1945 entstand schließlich der moderne Kampfpanzer, auch Man-Battle-Tank genannt. Neue Verbundpanzerungen, leistungsfähige Motoren, computergestützte Feuerleitsysteme und hochpräzise Kanonen steigerten seine Kampfkraft erheblich. Fahrzeuge wie der Leopard 2, der M1 Abrams oder der Challenger 2 vereinen heute die klassischen Eigenschaften Schutz, Feuerkraft und Beweglichkeit auf einem Niveau, das die Konstrukteure des Ersten Weltkriegs kaum für möglich gehalten hätten. Dennoch bleibt die Grundidee dieselbe wie 1916, eine stark geschützte bewegliche Plattform für ihre Besatzung sicher ins Gefecht bringt und dort wirksam kämpfen kann. Während sich die Burg über Jahrhunderte von den hölzernen Motten zur steinernen Festung entwickelte, entstand mit dem Panzer im 20. Jahrhundert gewissermaßen die mobile Fortsetzung dieser Entwicklung. Eine rollende Festung, die Schutz, Feuerkraft und Beweglichkeit in sich vereint. Burg und Panzer, 2 Festungen im Vergleich. Zwischen einer mittelalterlichen Burg und einem modernen Kampfpanzer liegen viele Jahrhunderte. Vergleichen wir jedoch einmal ihren Aufbau und ihre Funktion, so lassen sich erstaunliche Gemeinsamkeiten erkennen. Hier haben wir also links die klassische Burg, hier in diesem Fall die Burg Reichenberg in Rheinland-Pfalz und rechts das Schema eines Panzers. Wehrplattform mit Rundumsicht. Die Wehrplattform auf dem Bergfried bildet den höchsten Beortungs- und Verteidigungspunkt einer Burg. Von hier aus konnte die Besatzung das Umland in alle Richtungen überwachen, feindliche Bewegungen frühzeitig erkennen und Angriffe koordinieren. Gleichzeitig bot die erhöhte Position ideale Voraussetzungen für den Einsatz von Wehrwaffen. Kommandantenkanzel mit Rundumsicht. Die Kommandantenkanzel befindet sich auf dem Turm des Panzers und ermöglichte dem Kommandanten eine möglichst umfassende Beobachtung des Gefechtsfelds. Über Sichtblöcke, Sehschlitze oder moderne Optiken kann er den Raum rund um das Fahrzeug überwachen, Ziele erkennen und die Besatzung führen.
Wie die Wehrplattform einer Burg dient sie damit als zentrale Beobachtungs- und Führungsstand mit Rundumsicht. Sowohl die Wehrplattform auf dem Bergfried als auch die Kommandantenkanzel eines Panzers dienen der Beobachtung des Umfelds. Beide ermöglichen eine Rundumsicht, das frühzeitige Erkennen von Gefahren und die Führung der Verteidiger bzw. der Besatzung. Geschützturm der Burg. Mit dem Aufkommen der Feuerwaffen entstanden an vielen Burgen und Festungen spezielle Geschütz- und Batterietürme. Auf ihren Plattformen konnten Kanonen in unterschiedliche Richtungen ausgerichtet werden, um Angreifer aus verschiedenen Winkeln unter Beschuss zu nehmen. Zwar mussten die Geschütze von Hand bewegt werden, dennoch boten diese Türme eine erhöhte Feuerkraft und eine bessere Kontrolle des Vorfeldes. Panzerturm mit Hauptwaffe. Der Turm eines modernen Kampfpanzers trägt die Hauptbewaffnung und kann sich um 360 Grad drehen. Dadurch ist die Besatzung in der Lage, Ziele in nahezu jeder Richtung zu bekämpfen, ohne das gesamte Fahrzeug bewegen zu müssen. Der Panzerturm vereint Feuerkraft, Schutz und Beweglichkeit in einem einzigen Waffenplattform. Sowohl der Geschützturm einer Burg oder Festung als auch der Turm eines Kampfpanzers dienen als Plattform für die Hauptbewaffnung. Während mittelalterliche und frühneuzeitliche Geschütze noch von Hand in Stellung gebracht werden mussten, kann der Panzerturm seine Waffe heute in Sekundenbruchteilen auf jedes Ziel ausrichten. Das Grundprinzip ist jedoch dasselbe: Feuerkraft möglichst flexibel in verschiedene Richtungen einsetzen zu können. Sichtscharten der Burg. Sicht- oder Lichtschachten gehörten zu den wichtigsten Öffnungen einer Burg. Durch sie konnten die Verteidiger den Gegner beobachten, Entfernungen abschätzen und Angriffe verfolgen, ohne dabei den Schutz der Mauern verlassen zu müssen. Die schmale Bauweise verringert gleichzeitig die Gefahr, selbst getroffen zu werden. Sehschlitze und Sichtblöcke des Panzers. Auch die Besatzung eines Panzers muss Gegner und Ziele erkennen können, ohne den geschützten Innenraum zu verlassen. Hierzu dienen Sehschlitze, Winkelspiegel oder moderne Sichtsysteme, die eine Beobachtung des Gefechtsfelds ermöglichen. Sie erlauben es der Besatzung, Bedrohungen frühzeitig wahrzunehmen und den Einsatz der Waffe zu koordinieren. Sowohl die Sichtscharten einer Burg als auch die Sehschlitze eines Panzers dienen der geschützten Beobachtung von Gegnern und Zielen. In beiden Fällen können die Verteidiger das Kampfgeschehen verfolgen und auf Bedrohungen reagieren, ohne ihre geschützte Stellung aufgeben zu müssen. Schießscharten der Burg. Schießscharten ermöglichen den Verteidigern einer Burg den Einsatz von Bögen, Armbrusten und später auch Handfeuerwaffen, ohne dabei den Schutz der Mauer verlassen zu müssen. Durch die schmale Öffnung konnten ihre Gegner bekämpft werden, während nur ein kleiner Teil des Verteidigers sichtbar war. Besonders im Spätmittelalter wurden viele Schachten gezielt für den Einsatz von Hakenbüchsen und anderen Feuerwaffen angepasst. MG-Blende mit Sichtschlitz des Panzers. Die MG-Blende eines Panzers erfüllt eine ganz ähnliche Aufgabe. Durch eine geschützte Öffnung in der Panzerung kann das Maschinengewehr eingesetzt werden, während die Besatzung weitgehend geschützt bleibt. Der daneben oder darüber angeordnete Sichtschlitz ermöglicht dabei die Beobachtung und Zielerfassung des Gegners. Sowohl die Schießscharte einer Burg als auch die MG-Blende eines Panzers verbinden Beobachtung und Waffenwirkung mit einem möglichst hohen Schutz für den Schützen. In beiden Fällen kann der Gegner bekämpft werden, ohne dass Verteidiger ihre geschützte Stellung verlassen müssen. Kasematten der Burg oder der Festung. Kasematten waren geschützte, meist überwölbte Räume innerhalb einer Burg oder Festung. Sie dienten als Unterkunft für die Besatzung, als Lager für Vorräte, Waffen und Munition oder auch als geschützter Standort für Geschütze. Selbst während eines feindlichen Beschusses konnten sich die Verteidiger hier vergleichsweise sicher aufhalten. Kampfraum und Kasematte des Panzers. Auch die Besatzung eines Panzers befindet sich in einem geschützten Innenraum, der von einer starken Panzerung umgeben ist. Hier arbeiten Fahrer, Richtschütze, Ladestütze und Kommandant. Hier werden Munition, Treibstoff und wichtige technische Einrichtungen mitgeführt. Bei Fahrzeugen ohne drehbaren Turm, wie beispielsweise vielen Jagdpanzern oder Sturmgeschützen des Zweiten Weltkriegs, wird dieser gepanzerte Aufbau sogar ausdrücklich als Kasematte bezeichnet. Sowohl die Kasematte einer Burg oder einer Festung als auch der Kampfraum eines Panzers dienen als geschützter Aufenthalts- und Arbeitsbereich der Besatzung. Hier finden sich Menschen, Vorräte, Munition und wichtige Einrichtungen für Verteidigung und Kampf. Dass bei bestimmten Panzern sogar derselbe Begriff Kasematte verwendet wird, zeigt eindrucksvoll, wie ähnlich manche Grundprinzipien der Wehrtechnik über Jahrhunderte geblieben sind. Schildmauer der Burg. Die Schildmauer gehört zu den stärksten Verteidigungsanlagen vieler mittelalterlicher Burgen.
Sie befand sich meist auf der besonders gefährdeten Angriffsseite und war deutlich höher und stärker als die übrigen Ringmauern. Ihre Aufgabe bestand darin, den direkten Beschuss durch Belagerungsmaschinen abzuwehren und den Zugang zur Kernburg bestmöglichst zu schützen. Frontpanzerung des Panzers. Auch bei modernen Kampfpanzern ist die Frontpartie besonders stark gepanzert. Da feindliche Geschosse oder Panzerwaffen meist von vorne zu erwarten sind, konzentriert sich hier der höchste Schutz. Moderne Verbund- und Mehrschichtpanzerungen sollen verhindern, dass feindliche Geschosse in den Kampfraum eindringen und die Besatzung gefährden. Sowohl die Schildmauer einer Burg als auch die Frontpanzerung eines Kampfpanzers schützen den am stärksten bedrohten Bereich von ihrem direkten Beschuss. In beiden Fällen konzentrieren sich die Baumeister bzw. Konstrukteure auf jene Seite, von der größte Gefahr ausgeht. Die Schildmauer war damit gewissermaßen die Frontpanzerung der mittelalterlichen Burg. Schlusswort. Auf den ersten Blick haben eine mittelalterliche Burg und ein moderner Kampfpanzer wenig gemeinsam. Betrachtet man jedoch ihre eigentliche Funktion, werden erstaunliche Parallelen sichtbar. Beide dienen dem Schutz ihrer Besatzung, verfügen über Beobachtungs- und Kampfstände und sind darauf ausgelegt, einem Gegner möglichst lange Widerstand leisten zu können. Zwar trennen beide mehrere Jahrhunderte technische Entwicklung, doch die grundlegenden Prinzipien sind bis heute dieselben geblieben. Schutz, Feuerkraft, Übersicht und die möglichst sichere Unterbringung der Verteidiger. Während die Burg als feste Wehranlage einen Ort beherrschte, übernimmt der Panzer diese Aufgabe beweglich auf dem Schlachtfeld, gewissermaßen als moderne rollende Festung. Waren euch diese Gemeinsamkeiten bereits bekannt oder hat euch der Vergleich zwischen Burg und Panzer überrascht? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung Historischer Immobilien OHG.